fühlt sich das an? Fliegen, die Welt anders sehen, abheben, träumen, loslassen. Schweben wie ein Luftballon, aber doch steuern, wohin die Reise geht. Langsam Zeit haben und Abenteuer erleben. Nur wenige Piloten haben die Lizenz, ein Luftschiff zu steuern. Und er ist einer davon, Helmut Seitz. Neuschwanstein, das Märchenschloss, erbaut von König Ludwig II. Rund 1,5 Millionen Besucher aus der ganzen Welt kommen jedes Jahr hierher. Auch für die erfahrene Pilotin Pia-Marie Witt ein traumhaftes Fotomotiv. Gleich dahinter das Elternhaus Ludwigs, in dem er seine Kindheit verbrachte. Das neugotische Schloss Hohenschwangau. Der halbstündige Flug endet auf der Wiese vor den Schlössern mit Eindrücken, die bleiben werden. Wunderschön. Es gibt auch ein anderes Wort dafür, herrlich. Kennen Sie ja vom Flugzeug aus, aber sowas, das behält man in Erinnerung. Mit den Farben, das sind Bilder, die richtig ins Herz gehen. Das ist toll. Also ich konnte gar nicht aufhören zu fotografieren. Mit dem Luftschiff stimmt die Geschwindigkeit überein mit dem, was die Sinne wahrnehmen. Das stimmt einfach im richtigen Verhältnis. Du bist halt offen rechts und links, also hast keine Scheiben dazwischen. Das heißt, du hast wirklich einfach genial Möglichkeiten, dir das in Ruhe anzuschauen und so lange an dem Platz zu bleiben, wie du willst und dann weiter zu zeppeln. Ein Zeppelin ist es nicht, was da gerade über die Königsschlösser geflogen ist. Ein Ballon auch nicht. Die Spaziergänger und Radler sind beeindruckt. Und das noch nie gesehen, so ein Fluggerät. So ein Zeppelin mit Antrieb habe ich heute das erste Mal gesehen. Das ist also sehr imponierend, das ganze Ding. Heißluft-Luftschiff ist der offizielle Name für so ein Ding. Helmut Seitz hat ihm sein Berufsleben gewidmet. Es führt ihn durch ganz Bayern, im Auto und in der Luft. Er ist gerne unterwegs und vor allem sehr oft. Woher kommt seine Faszination fürs Fliegen? Ja, vielleicht liegt es am Sternzeichen, Sternzeichen Zwilling, die fühlen sich ja zur Luft hingezogen. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht. Es ist einfach die dritte Dimension zu erleben. Das muss man einfach mal mitgemacht haben und dann versteht man es auch. Zurück am Boden macht Pia-Marie Witt einen Spaziergang durch die Altstadt von Füssen. Die einzige Luftschiffpilotin Deutschlands lernte schon als Teenagerin das Fliegen. Pia-Marie Witt ist eine Frau mit vielen Facetten. Pilotin, Musikerin und Kinderbuchautorin zum Thema Luftschiff. Was begeistert sie an Luftschiffen? Ich habe angefangen mit Segelfliegen, als ich ungefähr 15 war. Mein Vater war Segelflieger und ich kannte die Segelfliegergruppe in meiner Heimat und bin dort zu Besuch gewesen. Und man hat mich mal zu einem Flug überredet. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin für ein paar Jahre. Und dann zum Ballonfahren kam ich, weil meine Mutter später nach dem Tod meines Vaters jemanden kennengelernt hat. Der ist Ballon gefahren und der hat einen Ballon mit in die Familie gebracht. Und dann habe ich mit 18, knapp 19 den Ballonschein gemacht. Und so ging das dann immer weiter. Luftschiff hat mich deshalb fasziniert, weil man es erstens steuern kann und es trotzdem leichter als Luft ist. Also dieses Gefühl von Heißluftballon eigentlich so ein bisschen mit Segelflug gemischt.
Und aber dann dadurch, dass man den Motor hat, eben tatsächlich auch noch mal durchstarten kann. Man kann sehr, sehr fein fliegen, wenn man es kann. Pia-Marie Witt wurde in Kassel geboren. Die Ballon- und Luftschiffpilotin ist viel herumgekommen. Sie lebte und arbeitete schon in den USA und in Kappadokien in der Türkei. Das ist schon ein bisschen so, als ob man irgendwo, keine Ahnung, nicht mehr auf dieser Welt ist. Also das ist wirklich eine unglaublich faszinierende Landschaft mit den Bergen und den Gesteinsformen, die es da gibt. Da Ballon zu fahren, ist wirklich fantastisch. Also es sind mit Sicherheit die schönsten Fahrten gewesen, die ich je gemacht habe. Ein paar Jahre lebte Pia-Marie Witt als Weltenbummlerin und fasste dann schließlich im Allgäu Fuß, vor allem wegen der eindrucksvollen Landschaft. Gerade im Allgäu Ballon zu fahren ist unglaublich schön. Und die Schule dort ist sehr, sehr groß und sehr innovativ und die machen viele Dinge. Und ich war dort in viele Richtungen eingebunden und das hat viel Spaß gemacht. Mit Schule meint Pia-Marie Witt Süddeutschlands einzige Ballonakademie in Kisleck im Allgäu. Im Jahr 1993 gründete Helmut Seitz hier seine Flugschule. Mittlerweile ist sie die größte ihrer Art in Deutschland. Über 100 Schüler hat der Fluglehrer in dieser Zeit schon praktisch zum Ballonpiloten ausgebildet. Obendrein schreibt er Handbücher für die Ballon- und Luftschiffbranche. Es ist lernbar, nicht schwieriger wie einen Führerschein zu machen. Gehört eine gewisse Begeisterung mit dazu, ganz klar. Gesundheitliche Voraussetzungen, logisch. Und dann praktische Ausbildung 16 Stunden, Theorieunterricht 45 Stunden. Dann erfolgt eine behördliche Prüfung und dann kann es losgehen. Etwa 30 Piloten lernen in den Theoriekursen, die zweimal jährlich stattfinden, alles über die Grundlagen des Fliegens. Parallel dazu werden noch 10 Fluglehrer ausgebildet. Und bereits ausgebildete Ballonpiloten können hier eine erweiterte Fluglizenz für Heißluft-Luftschiffe erwerben. Der Frauenanteil in der Branche ist sehr niedrig. Wo sich sehr viele Damen finden, ist beim Fallschirmspringen. Das ist also ein Phänomen. Dort ist also bestimmt 2/3 Männer, 1/3 Damen beim Fallschirmsport. Motorflug und Ballonfahren, also eher unterbesetzt von der Quote her. Da hätten wir schon noch Platz. Als Pilot ist Helmut Seitz häufig für Werbeflüge unterwegs. Vor jedem Flug prüft er genau die Wetterlage. Komm mal her, was ist für die Hand? Bei aller Liebe zur Fliegerei hat Helmut Seitz noch ein ganz anderes Hobby. Komm mal her, komm. Seine Galloway-Rinder. Komm mal her, was in dir Hand, komm. Oh, jetzt was, ha? Komm. Er liebt die Tiere und die Landschaft seiner Heimat. Komm jetzt. Eine gute Crew ist für Helmut Seitz das A und O bei jedem Flugeinsatz. Das 40 Meter lange Luftschiff lässt sich in einem normalen Anhänger transportieren. Man muss natürlich wissen, kleine Stückzahlen. Weltweit wurden bis jetzt hier ca. 60 Stück gebaut überhaupt. Und alles Handarbeit, sehr hohe Entwicklungskosten. Und da kommt schon eine Viertelmillion zusammen. Die Begeisterung fürs Fliegen treibt ihn immer wieder in die Ferne. 20.000 Kilometer fuhr Helmut Seitz allein im vergangenen halben Jahr für seine Luftschiffeinsätze. Diesmal geht er privat auf die Reise, um Freunde in ganz Bayern zu besuchen. Seine erste Station ist die Universitätsstadt Passau. Helmut Seitz fasziniert die malerische Schönheit des Dreiflüsse-Ecks, der Feste Oberhaus und des Doms St. Stephan. Außerdem will er hier einen langjährigen Freund besuchen, den Heißluft-Ballonpiloten Michael Neukirchinger. In der Passauer Gegend gilt Neukirchinger als Tausendsasser der Lüfte. Du hast aber Masel, dass du mich noch erwischt, weil wir sind gerade auf dem Weg nach unten. Sag ich dann noch schnell die... Das ist schon ein Modellballon, wo du hier hast, ne? Wie viel gehen da ein? Unser kleiner ist für 12 Leute, 6D. 12. Jetzt haben wir die neuen Gasflaschen, ja, nicht mehr so schwer. Aha.
Und wie viel Kilo kriegst du jetzt rein, Flaschen? Ja, effektiv 72 Liter. Da können wir fast 2,5 Stunden umeinander düsen damit. Na, ist schon gut, ja. Leider ist Michael Neukirchinger schon auf dem Sprung. Er hat heute noch Passagiere für eine Fahrt mit dem Heißluftballon. Ich sage vielen Dank, dass du deinen Startplatz benutzen kannst. Der Luftraum ist frei, ich fahre nach Unterstützung. Österreich heute zum Fahren und Ja. dann bist du der Chef. Okay? Ich bin jetzt also, Herr der Luft über Passau. Dankeschön, Michi. Überall Servus, sind okay? ja. Also bis zum nächsten Mal. Ja, danke Servus. schön. Helmut Seitz fährt direkt zum Startplatz an der Feste Oberhaus. Heute ist das Wetter optimal für einen Rundflug über die Altstadt. Die Crew besteht aus 3 bis 4 Helfern. Etwa eine Stunde dauern die Startvorbereitungen. Ganz schön anstrengend. So, kommt mal einer bitte nach vorne, Brenner abnehmen. Strecke Achter. Und abnehmen mit Flaschen. Der 65 PS starke Zweitaktmotor übernimmt den Antrieb und erlaubt es dem Piloten, das Luftschiff zu steuern. Ja, wir bringen jetzt mal die Gondel in Startposition, also genau gegen den Wind ausrichten. Dann wird die Hülle angehängt, hier oben. Die 4 Ösen. Und im Gegensatz zu einem Heißluftballon, wo der Korb ja liegt, wir können ja schlecht die Gondel jetzt umlegen, geht ja nicht, dann wird das Benzin rauslaufen, bleibt die Gondel stehen. Das ist jetzt ein Modell, das kannst So, okay, das passt, nehmen die Jungs mit. Und der Bauchnabel nach hinten und zuerst Heckleitwerk schließen. Jeder Handgriff ist Routine. Dennoch spürt Helmut Seitz eine gewisse Anspannung. Und jetzt ganz genau aufeinander legen. Also so Kante auf Kante. Und der Mitte nach außen arbeiten. Gut, nächste Seite. Da verlieren wir Luft, wenn das aufgeht. Wenn wir Luft verlieren, verlieren wir Tragkraft. Und Tragkraftverlust bedeutet, es geht nach unten. Und dann in der Regel an Stellen, wo wir nicht unbedingt nach unten wollen. Wir haben jetzt im Moment noch etwas thermische Ablösung von der Sonneneinstrahlung. Die werden jetzt nach und nach rausgehen. Und dann geben wir Gas und ab in die Lüfte über das schöne Passau. Freue mich selber drauf. Über den Gasbrenner wird die Luft im Inneren der Hülle erwärmt und der Auftrieb erzeugt. Äußerste Konzentration kurz vor dem Start. Dann erhebt sich das Luftschiff langsam in den Himmel. Ein Gefühl von Freiheit über der Altstadt von Passau.
diesem Tag, da hat halt alles gepasst, wie die Sonne diese Kirche angeschieden hat. Und wo ich da über die Mündung von der Innen drüber geflogen bin, das ist auch genau passend. So ein Kahn vorbeitockert und hat hochgewunken. Und oben auf der Feste haben die Leute gewunken. Und da haben wir auch das Gefühl, jetzt wird man beneidet von den Leuten, wo unten steht. Und das macht einen auch ein bisschen stolz. Ja, ich fühle mich schon ein bisschen als Bayer, weil ich bin beruflich hauptsächlich in Bayern unterwegs. Das ist also sehr schön. Ich liebe auch so, wie man in Bayern mit den Leuten umgeht. Das gefällt mir sehr gut. Bayern hat jetzt natürlich den Vorteil, wir haben überall schöne Berge. In Franken vielleicht nicht ganz so wie jetzt in Südbayern. Man hat sehr viel Seen. Und also egal, wo man da fliegt, es ist immer schön. Natürlich Favorit von mir, das möchte ich nicht verschweigen, der Tegernsee, ganz klar. Aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, wo sagt, das ist schon ein besonderes Schmuckhästle, der Tegernsee. Ja, der Tegernsee hat schon eine besondere Anziehungskraft. Sehr beliebt als Wohn- oder Zweitwohnsitz prominenter Fußballer oder Politiker und das Tagesausflugsziel für die Münchner. Die Landeshauptstadt ist gerade mal eine Autostunde entfernt, wenn kein Stau ist, was an schönen Wetterwochenenden eigentlich nie der Fall ist. Weit über Bayerns Grenzen hinaus bekannt ist das Bier, das hier anfangs nur von und für die Mönche des Benediktinerklosters gebraut wurde. Heute ist die Einkehr in das Bräustüberl ein Muss. Nach einer Schifffahrt, einer Wanderung, einer Bergtour. Oder wenn es etwas zu besprechen gibt. Helmut Seitz ist hier Stammgast, wenn er am Tegernsee ist. Dann können wir mal gleich auf den Bodenflug anstoßen. Ne? Heute hat er einen Termin mit Tourismusvertretern und dem Bürgermeister, um einen Wettbewerb zu planen. Denn auch das gibt es, Meisterschaften im Luftschiffliegen. Das Tegernseer Tal ist für Helmut Seitz nicht nur einer der schönsten Flecken Bayerns, sondern auch der Ort mit den verlässlichsten Thermikbedingungen, vor allem im Winter. Luftschiffliegen ist nicht nur Vergnügen, sondern auch ein Geschäft. Ohne Sponsoren, die Geld geben, um ihr Unternehmen zu bewerben, geht es nicht. Bei den bayerischen, deutschen oder Weltmeisterschaften ist Erfahrung und Geschicklichkeit gefragt, auch wenn das Fliegen so einfach klingt. Die Höhe machen wir mit dem Großpedal. Da sind die beiden Brenner verbunden und damit machen wir mit flüssigem Propan heiße Luft und wenige Grad erwärmen bedeutet, das Luftschiff steigt. Wenige Grad abkühlen lassen, kommt das Luftschiff ins Sinken. Die Richtung machen wir mit einem Seitenrotor, genauso wie beim Flugzeug. Das Seitenrotor wird über Längsseite betätigt. Das große Luftungetüm zentimetergenau sinken und anfliegen zu lassen, um mit einem Säckchen in das kleine Planschbecken zu treffen, ist auch für den Profi eine Herausforderung. Ja, daneben 10 cm, 5. Aber ich denke, das war aber ganz gut. Geeignete Start- und Landeplätze sind wichtig. Und Freunde, die diese immer wieder zur Verfügung stellen. Wie der Tegernseer Landwirt Andreas Hatzel. Seit Jahren kennen sich die beiden Männer und sie haben eine gemeinsame Leidenschaft: Kühe. Die schottischen Galloways von Helmut Seitz sind aber störrischer als das gutmütige bayerische Fleckvieh. Und gibst du deine Kühe noch Namen oder wie schaut's aus? Die haben alle einen Namen. Echt? Also das ist zum Beispiel die Ischade ist das. Das Ja. ist die Kuh von meiner Frau. Aha. Und die darf man auch nicht weg da.
weil das ist ihr Lieblingskuh und die folgt da. Wenn die jetzt ganz da drum steht Ja, und schreit nach und uns. die schreit, dann kommt die sofort da runtergelaufen und da pariert die wie ein Kind, sag ich jetzt mal ganz ehrlich. Heute ist der Kuhliebhaber und Luftschiffpilot aber nicht nur zu einem Ratsch da. Helmut Seitz hat ein Anliegen. Er braucht die Weide. Morgen. Denn dann kommt eine Schülerin, die noch ein paar praktische Unterrichtsstunden braucht. Als Dankeschön ist vielleicht ein Freiflug für Andreas Hatzel drin. Jetzt sehe ich gerade, Andreas, das ist da drüber gemäht auf der Wies. Wir wollen eigentlich hier eine Ausbildungsfahrt machen mit der Schülerin, mit dem Luftschiffer. Ach so. Und wenn du nichts dagegen hättest, hätte ich gerne die gemähte Wies nehmen, wenn es dir passt. Und wann war das? Auf den Nachmittag. Ich sage dann noch Bescheid. Aber es wäre nett, wenn wir die Wiese nutzen könnten. Und Aber nicht kaputt machen. na, du weißt schon, Ja, weiß man's. ganz vorsichtig. Und wenn es zeitlich reicht, dann ist noch eine Runde mit. Dann kannst du mal die Anwesen von oben anschauen und so runterwinken. Aha, dass ich sich was in der schauen wir Saubertag mal, von mir, gell? Ja, bevor, das das wär's der, ja nicht. bevor das der Schnee kommt. Na, kommt's, geh mal. Geh mal, geh mal. Gibt's. Wie jeden Abend um 5 geht's heim. Jetzt gibt's. In den Stall für Eschade und die Herde. Das ist aber wirklich gut so. Geht, ist halt Mein gut Lieber jetzt so. Andreas. Ja? Darf ich Aber noch Mr. ein bisschen Belober reden? gibt's da. Da gehen sie so haben. Nicht, dass der auf die Herne nehmen. Nein, du, Geowach geben, gell? ich pass auf, ja. Ja, ihr seid so. Die Wiese ist jetzt frei. Und im Stall erfährt Helmut Seitz noch das Geheimnis der hochgebundenen Kuhschwänze. Oh, jetzt auf geht's. So, ja, du, das läuft ja wie im Schnirle bei dir. Also ich sage mal, das Wissen von 10 weiß das vielleicht einer. Warum dass man den Schwanz da festmacht. Ich hätte es bestimmt mal gewusst. Sag mir's. Das ist ganz einfach, weil wenn Sie die hier legen, die scheißen ja, Ja. und dann legen Sie die hier und dann ist der Schwanz immer im Dreck drin. Aha, Und so kann der nicht mehr weiter oben gehen, dann ist der in der Luft, dann dann musst du ist er den nicht sauber. putzen. Still und friedlich liegt der Tegernsee am nächsten Morgen. Melania Carrera ist gerade aus Aachen angekommen. Oh, schön. Da freue ich mich. Schöne Aussicht. Bis zur Flugstunde am Nachmittag ist noch Zeit für die Luftschiffschülerin und ihren Lehrer. Zeit, die Welt von oben zu sehen, in einem ganz profanen Transportmittel, einer Gondel. Aber irgendwie wirkt der Profi-Pilot nervös. Jetzt hochschaust, das ist Kaltenbrunn, ganz oben am Nordufer. So, das ist Kaltenbrunn. Okay. Von was möchte er ablenken mit seiner Erklärung über die Ortschaften am Tegernsee? Also es Schon ganz sieht schön da groß. hin. So richtig wohl fühlt er sich nicht. Gerade mal ein paar Meter über dem Abgrund. Ich bin nicht schwindelfrei, ich sage Ihnen ganz ehrlich. Auf die Leiter steige ich sehr ungern und auf den Turm kriegen Sie mich eigentlich nur mit viel Überredungskunst. Wobei das Interessante dabei ist, wenn man jetzt fliegt, muss man nicht unbedingt schwindelfrei sein. Das ist völlig unabhängig, weil Sie keine feste Beziehung zur Erde haben. Da werden Sie also auch kein Schwindelgefühl haben. Geschafft. Die Seilbahn hat beide wohlbehalten auf den Wallberg gebracht. Zeit für ein bisschen Theorie. Diese graue Schicht, Ja. das ist die Inversionsgrenze. Ja. Inversion bedeutet Temperaturumkehr. Das heißt, wir haben heute kühlt die Luft nicht nach oben ab. Normalerweise pro 1000 Fuß 2 Grad. Und heute haben wir Temperaturumkehr genau an dieser Grenze. Das heißt, die Luft erwärmt sich nach oben, also umgekehrt, wie es Okay. sonst ist. Melania Carreras Heimat, Aachen in Nordrhein-Westfalen, war um 1980 der Geburtsort der Luftschiffe in Deutschland. Schon als Kind und später als Studentin hatte Melania Carrera ein Ziel: ein solches Luftschiff zu steuern. Jetzt trennen die geprüfte Ballonpilotin nur noch wenige Praxisstunden vom Luftschiffschein. Ich träume eigentlich schon immer vom Fliegen. Schon als Kind habe ich immer zum Himmel geschaut und habe auch oft geträumt, ich könnte fliegen. Das probierte ich sogleich nach dem Aufstehen aus, aber leider funktioniert das nicht.
Und als ich dann älter wurde, fand ich einen Nebenjob in dem Bereich der Luftfahrt. Da ging es um die Heißluft-Luftschiffe und die faszinierten mich von Beginn an. Und eines Tages war es dann soweit, ich durfte mal mithelfen beim Aufbau eines Luftschiffes. Gut, Melanie, ja, wir machen jetzt erstmal die Gaskontrolle, ganz Dichtheitskontrolle, Brennerprobe. Und wenn das okay ist, dann machen wir Motortestlauf. Du machst immer Schritt und ich schaue zu dabei. Und wenn was nicht passt, korrigiere ich dich gleich. Und Andreas schaut zu und klatscht, wenn alles funktioniert. Genau. Andreas, nochmal Dankeschön. Bist auf einer Kein Ursache, gell? Machen wir's. Mach ich doch gern. Jetzt ist Melania Carrera Mutter. Während der Babypause hat sie ihren Unterricht zum Luftschiffschein und das Fliegen für 3 Jahre unterbrochen. Viel zu lange, findet sie. Das ist immer so wie so ein kleiner Rausch, weil man weiß, es geht gleich in die Luft. Und doch, ich freue mich jetzt auch total auf den Einsatz und den Aufbau von dem Luftschiff. Ist wieder spannend und ja, ist natürlich eine besondere Aufregung, da ich es lange nicht mehr gemacht habe. Aber ich glaube, genau das ist das Schöne. Ein bisschen Adrenalin gehört auch noch dazu. Und ich freue mich total, wieder in die Luft zu gehen. Ich glaube, ich war viel zu lange auf Entzug. Zur Routine sind die Anweisungen an die Crew und die Handgriffe zwar noch nicht geworden. Aber vergessen ist das Wissen auch nicht. Es ist ein bisschen wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Wenn man es einmal kann, verlernt man es nicht mehr. Und die Vorfreude auf den lang ersehnten Flug ist groß bei Melania Carrera. Solange man am Boden ist, sage ich immer, ist dieses Ungetüm zappelig. Es will in die Luft, es muss festgehalten werden. Es ist unruhig wie ein wildes Tier, was es zu zähmen gibt. Und sobald es sich losgelöst hat oder sobald die Mitarbeiter, die Crew, die Leinen losgelassen haben auf das Kommando, ist es einfach so, man steigt auf, schwerelos, still, bis auf den Motor natürlich. Aber das ist ja ein Geräusch, was ich persönlich halt sehr gerne mag. Sobald man oben ist, spürt man natürlich auch im Gegensatz zum Heißluftballon den Wind, die Haare wehen in der Luft. Und das ist auch ein Gefühl, finde ich, was so ein bisschen was von Fernweh hat, von Reisen, von Abenteuer. Und ja, das fasziniert mich. Ich habe immer gesagt, ich könnte immer da oben bleiben. Ich würde mir gerne ein Luftschloss bauen und da würde ich dann bleiben. Von oben erscheint auch die ganze Welt unheimlich sortiert, aufgeräumt, überschaubar. Und man fragt sich, Mensch, was hat man denn da unten immer für einen Stress? Hier oben ist doch alles so einfach. Und dieses Gefühl und ein paar Glückshormone, die natürlich noch hinzukommen, lassen einen einfach da oben glücklich sein. Am Schluss des Rundflugs über den Tegernsee steht auch für die Flugschülerin noch die Geschicklichkeitsaufgabe an. Melania Carrera muss mit dem Säckchen die Markierung treffen. Und brennen, brennen, brennen. Heizen. Ihr kann sich jeder bedenkenlos anvertrauen. Meine Mama hat sich lange nicht getraut, mitzufahren. Und eines Tages kam der Tag, wo sie mal mitgefahren ist. Und sie stieg aus mit den Worten, jetzt verstehe ich dich, mein Mäuschen. Und ich wusste, jetzt weiß meine Mutter, warum ich dieses Ziel anstrebe. Das Ziel für die Ballonfahrerin ist jetzt, möglichst bald den Luftschiffpilotenschein zu bestehen. Ja, die Faszination dieser sympathischen Resen, möchte ich einfach mal sagen, sympathische Resen sind ja wahrscheinlich auch unwiderstehlich. Das Vertrauen zwischen der Schülerin und ihrem Fluglehrer ist groß. So klappt die Prüfung, die demnächst ansteht, bestimmt. Dabei geht es nicht nur um die technischen Finessen, auch die Intuition für das Fluggerät ist in der Luft gefragt. Der hat mich auch immer ermahnt, sich zu sehr auf die
Instrumente zu verlassen, sondern vielmehr aufs Bauchgefühl zu hören. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn Instrumente können immer versagen. Und, ja, Moment! Okay! Geräte können immer versagen. Und was macht man, wenn man in der Luft ist und plötzlich das Instrument ausfällt? Dann kann man nicht mehr Ballon fahren, weil man sich einfach immer so darauf verlassen hat. Und das ist dann problematisch. Und da sagt er, da muss man ein Gefühl für kriegen und auch eine gewisse Scheu ablegen. Und macht Spaß. War relativ ruhig. Ich hätte eine nervösere Schülerin erwartet. Doch, bin zufrieden. Passt, ja. Weiter so. Dankeschön, ja. Noch 30 Stunden, da haben wir es. Und auch das gehört zu einem Flug im Luftschiff, das gemütliche Zusammensitzen danach. Zum Beispiel in der Schweigeralm im schmalen Gebirgstal Langenau auf dem Weg vom Tegernsee nach Wildbad Kreuth. Helmut Seitz bedankt sich bei Andreas Hatzel für den Start- und Landeplatz und dem Team für seine Arbeit, bevor es auf die Fahrt nach Franken zum nächsten Flug am frühen Morgen geht. Und dann das. Dichter Nebel, ans Fliegen nicht zu denken. Aber in Franken ist es nicht schwer, die Zeit zu überbrücken, bis sich der Nebel verzogen hat. Hirscheid, 15 Kilometer südlich von Bamberg. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Brauerei Kraus in Familienbesitz. Gerade findet wieder ein Generationenwechsel statt. Ist ja auch mal interessant, wie das gute fränkische Bier überhaupt hergestellt wird. Die Hefe scheidet quasi Alkohol und CO2 aus, bis der Zucker aufgebraucht ist und dementsprechend ist dann die Gärung abgeschlossen. Wir haben unseren Alkohol und der nächste Schritt wäre dann letztendlich, dass wir das Jungbier, sogenannte Jungbier nennt man das dann, in den Lagerkeller befördern, beziehungsweise die Reifung dauert in ca. 6 bis 8 Wochen. Um es danach selbstverständlich auch zu probieren. Ein Krügler passt immer. Das Alkoholfreie schmeckt auch sehr gut. So, hallo, servus. Hallo. Prost. War wieder gutes Leben. Vielen Dank. Wolfgang Bosset. Danach geht es weiter nach Bamberg. Das schmeckt gut, ja. Bamberg, UNESCO-Kulturerbe, auf 7 Hügeln erbaut. Die mittelalterliche Altstadt ist eine beliebte Filmkulisse. Das nach Schinken schmeckende Rauchbier aus dem Schlenkerla berühmt berüchtigt. Klein-Venedig an der Regnitz, ein Touristenmagnet. Bambergs Wahrzeichen der Dom, Kaiserdom. Der Blick aus dem Luftschiff von oben auf die Stadt, atemberaubend.
warum ich empfehle, jedem Menschen einmal in die Luft zu gehen. Und zwar mit einem Luftfahrzeug. Das ist unbedingt das Muss, weil erst dann erkennt er mal, wie klein der Mensch ist. Und es ist tatsächlich so, wenn Sie da oben drin sind, egal in welchem Luftfahrzeug, Ihre Gedanken, alles, was Sie vorher belastet hat, das bleibt tatsächlich am Boden zurück. Es ist so. Es kommt vielleicht daher, die Sinne haben so viel Neues zu erfassen und zu verarbeiten, da vergessen Sie den ganzen Alltagskram. Der holt Sie erst dann wieder ein, wenn Sie am Boden sind. Und dann werden Sie sagen, mein Gott, wäre doch nur länger da oben blieben. Weil wirklich, der Kopf wird frei in der Luft. Und ich würde jedem empfehlen, machen Sie es mal. Das hat noch keiner bereut. Pia-Marie Witt nimmt Abschied vom Allgäu und kehrt zurück in ihre Heimatstadt Kassel. 4 Jahre ist sie für Helmut Seitz geflogen und hat daneben ein Studium in Osteopathie absolviert. Jetzt hegt sie den Wunsch, mit ihrem Sohn Noah und ihrem Ehemann Hakan einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Erinnerungen an eine schöne Zeit. Wir sind viel wandern gegangen und haben haben versucht, so viel wie möglich zu nutzen. Einfach an den Möglichkeiten. Und was ich hier auch total liebe, sind die Seen überall. Also wir sind manche Sommer fast jeden Abend irgendwo noch in den See gesprungen und das war richtig schön. In Hakan hat Pia-Marie Witt ihr passendes Gegenstück gefunden. Wir haben uns im Urlaub kennengelernt in der Türkei. Genau, also und da ich ja auch ein bisschen Türkisch spreche und hat das irgendwie alles wunderbar gepasst. Die Liebe meines Lebens gefunden. So, Hallo, was ist hier los? hallo. Meine Güte. Hallo Noah, da bist du ja. Na, grüß Gott. Am Abend gibt Helmut Seitz eine Abschiedsparty für Pia-Marie Witt. Sie war einige Jahre engagierte Fluglehrerin und Pilotin. Dabei hat sie viele Erfahrungen gesammelt und neue Freunde gewonnen. Musst du der schon angemeldet war beim letzten Mal und dann nicht gekommen ist? So, sagen wir schnell ein paar Worte. Ja, Okay, wir haben nicht so viel, sonst muss ich geht jetzt heulen. an dich eigentlich, liebe Pia-Marie. Wir haben ja vorher gesagt, wir wollen jetzt hier keine traurige Veranstaltung machen, sondern eher eine fröhliche, nicht weil du gehst von uns, sondern weil wir uns freuen, wenn du wiederkommst. Für dich wird es schwierig werden, das Hochdeutsch ja wieder abzulegen und dein furchtbares Hessisches zu reden. Wirst du mit leben können. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit. Und wie gesagt, ich sage nicht auf Wiedersehen, sondern ich sage herzlich wieder willkommen im Allgäu. Dankeschön, Pia-Marie. Vielen Dank. Zum Wohl miteinander. Vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr dürft mich übrigens auch besuchen. Ich hoffe, wenn ihr auf der Autobahn vorbeifahrt, die klar. A7 bei Kassel, hope ich zweimal. Morgenstimmung am Startplatz. Ein vorerst letztes Mal geht Pia-Marie Witt über Kisleck in die Lüfte. Das ist eine tolle Art, Abschied zu nehmen und mir noch mal ein letztes Bild mitzunehmen in meinen Gedanken und in meiner Seele und damit nach Hause zu fahren. Auf jeden Fall, ja. Ein strahlender Morgen für Pia-Marie Witt. Freunde helfen beim Aufbau des Luftschiffs. So, wir schieben genau die Hülle jetzt hier direkt ganz dicht an die Gondel ran. Ganz dicht ran. Bis dem Patrick auf die Füße. Okay. So. Zum ersten Mal fliegt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Hakan. Dann geht ihr beide an die Topleine. Machst du das? Okay.
Habe dann doch noch mal sehr bewusst gesehen, wie das alles von oben aussieht, das Schloss und die Seen und der Park und der Markt, auch den Kindergartenplatz, wo der Kleine im Waldkindergarten war und das alles noch mal angeschaut. Das ist schon ein leichter Abschiedsschmerz. Der Abschied vom Allgäu ist für Pia-Marie Witt zugleich auch ein neuer Anfang. Von oben zu schauen, ist natürlich noch mal eine ganz andere Sichtweise. Vermittelt viel mehr Gefühl für die Zusammenhänge. Das ist ja eigentlich wie immer im Leben. Wenn man schafft, sich aus einer Situation ein bisschen rauszunehmen und mal etwas mit Abstand von oben anzuschauen, kannst du Zusammenhänge sehen, die du sonst nicht siehst, wenn du unten bist. Und das geht mir in der Fliegerei häufig so.